Hallo zusammen zu der Hour of Prayer. Da sind wir wieder, schon wieder eine Woche vergangen. Es ist ein bisschen Sommer geworden, kann man sagen. Ich hoffe, es geht euch gut. Ihr habt viele großartige Dinge mit Gott erlebt. Und Susanne, was ist so das Thema, was wir heute ein bisschen so durchbeten zusammen? Ich sage ja, eine Gebetsstunde. Ja, wir sind im ICF am Sonntag bei den 7 Sendschreiben. Am Sonntag ging es um Sardes. Also wenn du die Message noch nicht gesehen hast, dann kannst du sie im Nachhinein noch nachschauen. Das lohnt sich auf jeden Fall heute. Bei Sardes geht es darum, das passiert, wenn du von Jesus erfüllt bist. Und bei Sardes ist es ja so, Sardes heißt Erneuerung. Die Ortschaft Sardes heißt Erneuerung, und das Problem der Kirche oder das, was Jesus der Kirche vorgeworfen hat, ist, dass sie tot ist und nicht lebendig. Schon ein spannender Link, oder? Ja, und er gibt nicht ein einziges Kompliment, nicht an irgendetwas in dieser Kirche, weil das Geistliche, die Hauptsache Jesus ist für Gott eben am Ende vom Tag, wenn man stirbt, eben doch die Hauptsache. Und ich beginne mit einem Gebet, dass einfach die nächsten paar Augenblicken Gott uns leitet, uns führt und dass diese Gebete und Gedanken und Impulse dich einfach näher an das Herz von Jesus führen wird. Vater, ich danke dir einfach für diese wunderbare und kostbare Zeit, die wir einfach jeden Dienstag haben, zusammen zu beten, zusammen auf dich zu hören. Du bist ein Gott, der spricht. Wir haben Ohren, wo wir hören, was der Geist Gottes, nicht nur die Gemeinden, sondern uns ganz konkret auf den Weg mitgeben wird. Und ich bin dir so dankbar, dass jetzt einfach du, Heiliger Geist, unsere Herzen so aufmachst, dass wir das Wort Gottes, den Gedanken von Gott, ein Bibelvers, vielleicht einen Impuls, ein Gefühl, du hast so viele Varianten, um zu uns zu sprechen, und ich danke dir, dass du konkret einfach zu uns sprechen wirst. Amen. Amen. Also, Susanne, das Interessante ist bei den sieben Sendschreiben, muss man so vorstellen, das waren ja diktierte Briefe. Die hat man dann vorgelesen in der Kirche. Und eigentlich waren die Briefe vorgesehen nur für Sardes oder nur für Philadelphia oder nur für Ephesus. Und dann haben Leute gemerkt in anderen Orten, dass eben diese Briefe eben auch für sie doch auch eine Botschaft hatten. Dann hat man angefangen, diese Briefe überall vorzulesen und gemerkt haben, das Problem von Ephesus kann eben an einem anderen Ort eben auch ein Problem sein für eine Person. Und dann haben wir plötzlich gemerkt, dass eben diese Briefe, die 7 Sendschreiben eben für Menschen in unterschiedlichen Settings sehr, sehr viel hilfreich sind. Und darum kann man eben dieses 7 Sendschreiben auch nehmen und überlegen, welcher Typus bin ich? Also was würde Gott dann konkret zu mir sagen? Und dann wird das plötzlich ganz, ganz auch interessant. Ja, und bei Sardes, wie gesagt, war der Vorwurf, dass diese Kirche tot ist, und niemand von uns, glaube ich jedenfalls, möchte freiwillig sagen, hey, ja, bei mir ist es tot. Vielleicht hast du Bereiche in deinem Glaubensleben, die sich tot anfühlen, und genau dafür wollen wir beten, weil der Titel heißt, das passiert, wenn du von Jesus erfüllt bist. Das ist genau das Gegenteil, und dafür wollen wir beten. Und du, Leo, hast am Sonntag 4 so Schritte aufgezeigt mit der Leiter, wo du immer höher gegangen bist. Und genau diese 4 Schritte wollen wir heute durchbeten, so was am Anfang vom Glaubensleben passiert und vielleicht die Herausforderungen sind, und dann Schritt für Schritt weitergehen, bis wir zu der Fülle kommen, die Jesus eigentlich versprochen hat. Weil ich habe natürlich in der Vorbereitung dann überlegt, okay, wenn jetzt Gott bei Sardes sagt er ja eigentlich nichts Positives. Das heißt, ihr seid geistlich tot, besinn dich wieder, und das Wenige, das noch ein bisschen so dran ist, erweckt das auch noch, dass nicht auch das noch vom Glauben abfällt. Und dann habe ich mir überlegt, okay, das bedeutet, wir müssen eigentlich so unsere Position ändern. So, wir leben ja in dieser Welt, heißt die Bibel, und doch sind wir nicht mehr in dieser Welt. Also unsere ganze Gesinnung hat sich verändert in dem Sinne. Und das ist auch manchmal ein bisschen so eine Herausforderung, weil man merkt, man kann sich ja nicht dieser Welt entziehen. Man muss ja einen Job haben, man verdient ja Finanzen, man bezahlt Steuern, und doch sind wir nicht von dieser Welt. Und plötzlich kann man sich das Bild von der Leiter, ist eben ein cooles Bindeglied zwischen Himmel, wo wir auch nicht sind, aber auf dieser Erde sind wir auch nicht. Und mit jeder Leiterstufe, wo man mehr dann geht, kommt man eigentlich der Dimension Gottes höher. Und das habe ich mir überlegt, weil ich möchte es euch vorlesen, Offenbarung Kapitel 3, Vers 3, was Gott zu Sardes sagt, damit du ein bisschen verstehst, wieso kommen wir überhaupt auf diese 3 Punkte. Hast du denn ganz vergessen, wie du Gottes Botschaft gehört und aufgenommen hast? Besinn dich wieder darauf und kehr um zu Gott. Wenn du nicht wach wirst, werde ich plötzlich da sein, unerwartet wie ein Dieb. Und du wirst nicht wissen,
wann ich wieder kommen werde. Das habe ich schon erklärt am Sonntag. Was haben diese einzelnen Sachen für einen Link? Aber das kannst du bei der Predigt nachholen oder schauen. Sondern wir beten jetzt konkret diese 4 Schritte zusammen. Beginnen mit dem ersten, das ist die Gegenwart Gottes. Ich bin beschenkt von der Vergebung. Also der erste Leitersprosse ist, ich habe mich abgehoben, sage ich jetzt mal ganz salopp, von dieser Welt, weil Vergebung ist etwas, was ich nicht erarbeiten kann. Ich kann es mir auch nicht verdienen, ich kann es auch nicht leisten. Es ist ein Geschenk, das ich eben annehmen muss. Und ich möchte jetzt ganz am Anfang einfach mit dir zusammen beten. Ich kenne nicht dein Leben, ich kenne nicht deine Gedanken, deine Gefühle, was du gemacht hast mit deinen Händen, mit deinen Ohren, mit deinen Füßen, was auch immer. Aber Vergebung ist für mich etwas so Krasses, zu wissen, ich bin nicht mehr meine Vergangenheit, sondern Gott nennt mich nicht mehr in meinem altes Leben. Also meine Vergangenheit ist erledigt, ist vergeben. Logisch kann es sein, dass ich vielleicht gewisse Dinge auch in Ordnung bringen darf. Das ist ein anderes Thema, aber generell ist Vergebung eben gar nicht so einfach, das anzunehmen, zu wissen, ich kann nichts hinzufügen und kann auch gewisse Dinge, die ich gemacht habe, vielleicht auch gar nicht nachkorrigieren. Darum lass uns zusammen beten. Vater, ich danke dir einfach, dass du deinen Sohn Jesus auf diese Welt geschickt hast, um mir alle meine Sünden und alle meine Fehler zu vergeben. Und ich mache mir ganz konkret bewusst nochmals, was du, Jesus, am Kreuz für mich getan hast. Du hast dein Leben gegeben. Es gibt keine größere Liebe als der sein Leben hingibt für seine Freunde, hingibt für seine engsten Kumpels. Das waren nicht bloß Worte, du hast es mit Taten unterstrichen. Und du hast deinen Liebesbeweis mit deinem Tod uns erklärt, dass sogar bis du in den Tod gehst, um uns zu retten von unseren Fehlern und Sünden. Und jetzt stell dir mal ganz kurz vor, diesen Moment, wo du Jesus Christus in dein Leben eingeladen hast. Das war ein ganz kostbarer Moment. Und stell dir vor, einfach diesen Moment, wo du plötzlich dir bewusst geworden bist, alles ist mir vergeben. Er ist mir gnädig. Er ist mir gütig. Ich habe es nicht verdient. Alles hat er in das tiefste Meer geworfen. Es ist ausgelöscht, ausradiert. Es ist nicht mehr etwas zwischen mir und Gott, als hätte das nie gegeben. Das ist ein gewaltiges Gefühl, wenn du diese Vergebung annimmst. Das ist ein gewaltiges, befreiendes Element, einfach zu wissen, ich kann nichts hinzufügen, ich kann nur sagen, es tut mir leid, ich nehme es an und ich stehe auf und ich richte meine Krone wieder, weil du mir die Würde zum Leben zurückgegeben hast. Und ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich wache morgens auf und wenn das Licht noch nicht brennt, dann taste ich so zu meinem Nachttisch und schaue, ob meine Brille da ist. Und dann, wenn ich die Brille habe, dann gehe ich zum Handy und schaue, was für Zeit das ist auf dem Handy und so weiter und so fort. Und manchmal ertappe ich mich auch, und heute Morgen war es so, dass ich so auch im Unsichtbaren getastet habe. Oder vielleicht mache ich das jeden Morgen. Gott, bist du da? Bist du da, Gott? Und er sagt, und das sagt er auch dir, ich gehe nicht weg. Ich gehe nicht weg. Der Feind versucht vielleicht Zweifel in dich hineinzustreuen und der Morgen scheint irgendwie ein passender Moment zu sein, wenn du aufwachst. Vielleicht hast du schlecht geträumt, vielleicht hast du schlecht geschlafen, vielleicht bist du mit dem linken Bein aufgestanden und der Feind versucht Zweifel hineinzustreuen. Ist es wirklich so, dass das mit diesem Gott funktioniert? Ist es wirklich so? Wahrscheinlich doch nicht. Gott fühlt sich doch jetzt gerade weit weg an. Oder? Wie fühlst du? Und ich möchte da hineinbeten und dich einfach bestätigen da drin, dass dieser Gott nicht weggeht und er zieht seine Vergebung nicht zurück. Und Jesus, überall da, wo wir jetzt Zweifel spüren in unserem Herzen, wo so Zweifel gestreut wurden, wo der Glaube wie geraubt wurde, dass ich gerettet bin, wo der Glaube geraubt wurde, dass du ein guter Gott bist, wo der Glaube geraubt wurde, dass du immer da bist, dass du für mich bist. Es gibt so viele Dinge, die uns in Bezug auf unseren Glauben an dich geraubt worden sind. Und
das sind Lügen und die sind jetzt entlarvt. Und du bist da, du bist ein guter Gott. Die Umstände sind nicht gut, aber du bist ein guter Gott. Du verlässt uns nie und du bist ein vergebender Gott. Und Susanne, wenn wir ja auch über Vergebung in dem Sinne sprechen, ist es ja der Unterschied zu allen Religionen. Da versucht man mit Geschenken, mit Opfern, mit guten Taten irgendwie da noch was Gott besinnlich zu stimmen. Aber der Glaube an Jesus ist das Gegenteil. Du kannst nur annehmen. Und das hört sich jetzt so einfach an, das ist eben ganz, ganz schwierig, weil man in die Position kommt von, es ist nicht in meiner Macht, Gott zufriedenzustellen, sonst hat Jesus Christus für uns getan. Und es ist so eine einfache, simple Botschaft und doch kompliziert, weil man nichts hinzufügen kann. Jetzt kommt das Aber. Ich bringe die Geschichte von Zachäus, der hatte auch, war ein Zolleinnehmer, hat den Leuten so viel Geld abgenommen, wurde durch das sehr, sehr reich. Jesus kommt zu ihm nach Hause, er kommt eigentlich zum Glauben. Und dann realisiert er, ihm sind seine Sünden vergeben worden, was er gemacht hat, ist falsch. Und dann hat er freiwillig aus sich heraus sich entschieden, es den Leuten zurückzuzahlen, zweifach, vierfach, was auch immer, und hat das wieder gut gemacht. Und es kann jetzt aber sein, dass du was gemacht hast im Leben, wo du wie spürst, dass der Heilige Geist sagt, hey, aber da solltest du den Mut haben, das in Ordnung zu bringen. Vor dem Staat, vielleicht vor deiner Frau, vor deinem Mann, deinen Kindern, was auch immer. Und das braucht Demut, den Mut zu haben, ich mache mich bloß, ich stelle mich zu dem. Und das kann auch etwas sein, was ich auch bewusst betonen möchte, was man oft ein bisschen vergisst, weil man sagt, es ist eben, ich nehme die Vergebung an, dann ist es erledigt. Aber es kann aber auch sein, dass ich eben auch hingehen muss und gewisse Dinge in Ordnung bringe. Ja. Vielleicht können wir auch für das beten, dass der Heilige Geist dir einfach deine Augen aufmacht und du plötzlich erkennen kannst, was ist dein Part. Ja. Willst du das machen? Mach das. Also Vater im Himmel, wenn es etwas gibt, was du ganz konkret möchtest, dass ich das in Ordnung bringe, dann zeige es mir. Weil ich habe mich entschieden, alles, was ich bin und habe, dir zu dienen. Und da, wo du sagst, es ist vergeben, es ist erledigt, man kann das nicht mehr gut machen, dann ist es erledigt. Aber alles da, wo du das Gefühl hast, Gott, dass ich einfach da das in Ordnung bringe, dann zeige es mir auf. Weil ich habe mich entschieden, deinen Willen zu tun und auch deinen Namen zu ehren. Es kann sein, dass du einen Impuls bekommst, Gott sagt, alles gut, erledigt, muss nichts mehr. Oder du spürst, dass die Geschichte geht nicht wie weg und es erinnert dich immer wieder daran. Und es kann sein, dass Gott wirklich den Finger drauf legt und sagt, jetzt ist die Zeit, um das anzupacken. Amen. Amen. Das ist für mich ein mega wichtiger Punkt, weil das sagen manchmal Leute, ja, es ist mega einfach, ihr macht mega einen krassen Fehler, Schwamm drüber erledigt. Und das eben Buße heißt Umkehr. Man kehrt um 180 Grad um, man dreht den Sachen den Rücken zu und sagt nicht mehr. Und es kann sein, dass in diesem Umdrehen ich nochmal gewisse Dinge, vielleicht, sagt Gott, nochmals in Ordnung bringe vor den Mitmenschen. Und das braucht Demut, aber ich kann da sagen, das ist ein krasses Zeugnis, wo Menschen 100% berührt werden. Ja, so schön. Das ist der erste Punkt, die Gegenwart mit der Vergebung, wo wir einfach wissen dürfen, uns ist vergeben und auch wir können vergeben. Und wenn es sein muss, wie heißt es, 7 mal 70 Mal. Also einfach immer und immer und immer wieder. Und Gott gibt uns die Kraft dazu. Der zweite Punkt heißt exzellent. Und das meint beschenkt mit Identität. Also hast du da, was ist da für ein Zusammenhang zwischen also Gegenwart und Vergebung? Das war der vorige Punkt. Jetzt ist exzellent und beschenkt mit Identität. Ja, was ich mit dem eben sagen möchte, du bist, wie Gott uns gemacht hat, ist exzellent. Also als Gott hat uns geformt im Leibe der Mutter. Und natürlich, ich glaube, jede Person sagt, ja, das hätte ich gerne anders oder der Charaktereigenschaften passt mir nicht oder was auch immer das ist. Und ich finde, heute leben wir in einer Gesellschaft, wo eben du jeden Tag hörst, bist du sicher, dass du richtig fühlst und wenn du dich fühlst, das ist okay so, das ist ja dann deine Identität und deine Sexualität und alle diese Dinge und dann sagt man, ich bin im falschen Körper geboren oder ich fühle mich als eine Frau, bin zwar ein Mann oder ich bin ein Mann, fühle mich eine Frau oder es gibt noch ganz andere
Facetten. Und irgendwann ist das heute so ein Trend geworden, wo ich einfach merke, wenn man allein in die Medizin geht, es gibt zwei Chromosomen, that's it, es gibt nicht mehr. Es gibt nicht 3, es gibt nicht 4. Ist einfach so. Es gibt natürlich immer auch Ausnahmen, ist mir klar, aber es ist nicht die Regel. Und ich finde heute, das ist so ein wichtiges Thema, wo Leute so kämpfen mit der Identität. Wer bin ich, wie ich aussehe. Man hat natürlich auch 1000 Möglichkeiten heutzutage, dem ein bisschen auf verschiedene Arten nachzuhelfen. Aber der Punkt ist, dass nach dem, was Menschen sich sehnen, werden sie nicht finden, es sei denn, man findet den Frieden in Jesus. Und weil es gibt viele Geschichten von Leuten, die haben sich umoperiert und dann merkt man plötzlich Jahre später, es ist doch nicht gut. Man hat viel Geld investiert, viel Emotionen investiert. Es ist nicht ganz so einfach, wie man immer meint. Und dann merkt man doch, der Friede kommt nicht an. Und darum war es für mich so ein wichtiger Punkt, zu sagen, hey, wir alle haben vielleicht das Gefühl, ich bin im falschen Ort geboren, ich bin in der falschen Familie, ich habe die falschen Talente, ich habe den falschen Körper, ich habe die falschen Längen, Breiten, was auch immer das ist. Und im Psalm 139 ist für mich eben mega, mega wichtig, da heißt es eben, Gott hat mich geformt im Leibe meiner Mutter. Ja. Kunstvoll. Kunstvoll. Wunderbarer Psalm. Und bevor wir den durchbeten, möchte ich noch den anderen Aspekt ansprechen. Du hast jetzt den körperlichen Aspekt angesprochen, wo Gott uns einfach die Identität schenkt. Gott als unser Vater, aber es gibt ja auch die geistliche Identität, wo wir uns bewusst machen dürfen, dass auch die ändert. Wir sind nicht mehr Sklaven, sondern wir sind Söhne und Töchter von Gott. Und vielleicht spricht dich das Körperliche heute an, wo du Dinge nicht gut findest, wie es ist, wo du dich mit einer Brille siehst, die aus Verletzungen von der Vergangenheit kommen. Vielleicht ist es aber auch etwas Geistliches, wo du merkst, da hast du noch Haltungen, die passen eigentlich gar nicht mehr zu dir, aber du weißt nicht, wie du sie los wirst. Und wir möchten jetzt Psalm 139, wir haben 3 Verse rausgeschrieben, 13 bis 16, und wir möchten das als Gebet für dich beten. Also Leo, ich habe gedacht, du könntest einen Satz bis zum Punkt vorlesen als Gebet und ich dann den nächsten und dann wieder du und dann wieder ich und dann wieder du und dann wieder ich. Genau so machen wir das. Du hast mich mit meinem Innersten geschaffen. Im Leibe meiner Mutter hast du mich gebildet. Herr, ich danke dir dafür, dass du mich so wunderbar und einzigartig gemacht hast. Großartig ist alles, was du geschaffen hast, das erkenne ich. Schon als ich im Verborgenen Gestalt annahm, unsichtbar noch, kunstvoll gebildet im Leib meiner Mutter, da war ich dir dennoch nicht verborgen. Als ich gerade erst entstand, hast du schon gesehen. Alle Tage meines Lebens hast du in dein Buch geschrieben, noch bevor einer von ihnen begann. Das ist ein gewaltig krasses Statement. Und ich möchte jetzt einfach über dich beten. Vielleicht hast du das Gefühl, ich bin im falschen Ort, falsche Familie, den falschen Frau, falschen Mann geheiratet, die falschen Kinder, falsche Kirche, also falschen Land, habe ich schon gesagt, auch falschen Körper, was auch immer das ist. Ich bete einfach, dass dieser Friede Gottes dich verankert. Und wenn der Anker gesetzt ist, dann mag es oben schütteln und stürmen, wie es will. Das Boot ist fixiert. Und Vater, ich bete jetzt für uns alle, wo wir so oft kämpfen mit der Identität, auch mit Situationen, wo wir gerne anders hätten, uns anders vorgestellt haben, wo nicht dem Ideal entspricht. Und ich sage, dass du hast meinen Körper, hast du kunstvoll gemacht, du hast entschieden, wie lang ich bin, meine Größe, meine Breite, meine Augen, meine Ohren, alles hast du kunstvoll gebildet im Leibe meiner Mutter. Und es heißt, und erkenne und sei Dank dafür. Und ich sage dir danke dafür, dass du hast es gut gemacht. Du bist so akribisch, du bist so genau, so kunstvoll, so gebildet. Und ich danke dir einfach für mein Leben. Ich danke dir auch für meine Familie, die du ausgesucht hast, für den Ort, wo ich wohne, in dem Land, wo ich geboren worden bin. Alle diese Dinge sind keine Zufälle. Du hast es zufallen lassen für mich ganz konkret. Und ich sage, du bist der Friede, der höher ist als aller menschlicher Verstand. Alles, was ich jemals begreifen oder nur erahnen kann, es übersteigt
meinen Verstand. Es verändert mein Innerstes, weil dein Wort ist kraftvoll und die Freude am Herrn ist noch immer meine Stärke. Mit meinem Gott werde ich über Mauern springen, weil es gibt, was nichts ist zu groß und nichts ist zu klein, sondern ich werde springen, weil die Kraft Gottes wohnt in mir. Und gerade auch in den Sendschreiben geht es immer wieder um die verfolgten Christen. Also das ist auch ein Thema von den Sendschreiben. Und vielleicht erlebst du das, weil du die Identität gewechselt hast. Du bist nicht mehr von dieser Welt, du hast in das Königreich Gottes gewechselt, in die Königsfamilie Gottes, und vielleicht erlebst du genau dadurch am Arbeitsplatz Schwierigkeiten, vielleicht erlebst du gerade dadurch, dass du von deinen Kollegen oder was auch immer so belächelt wirst oder ausgegrenzt, ausgeschlossen, und genau dafür möchte ich beten, dass du in diesen Schwierigkeiten, dass deine Identität sich verstärkt, anstatt dass sie immer mehr abnimmt. Und himmlischer Vater, du siehst all die Menschen, die jetzt zuhören oder zuschauen oder die auch sonst irgendwo im Bedrängnis sind, weil sie ein Königskind sind, weil sie ihre Identität von dir haben und nicht mehr von der Welt sind. Und du selber sagst, weil die Welt hat dich gehasst und so werden sie auch uns hassen. Und überall dort, wo man das spürt, bitte ich dich, dass du Mut gibst. Und ich erinnere mich daran, wie sie in der Apostelgeschichte gebetet haben, weil sie genau das erlebt haben. Sie haben Verfolgung erlebt. Sie haben erlebt, dass die Kirche sogar, also die Juden, die Synagogenvorsteher und Pharisäer, wie sie alle hießen, die Christen verfolgt haben. Und sie haben nicht gebetet, dass die Verfolgung aufhört, aber sie haben gebetet, dass du Mut gibst. Und deswegen beten wir heute für Mut in unsere Leben, für Mut für die Menschen, die jetzt gerade physisch in Bedrängnis sind. Und ich bete auch für diese Menschen, wo im Gefängnis sind, in einem Loch sitzen, weil sie an dich glauben. Stärke du sie, erneuere du ihr innerer Mensch, wie du es versprochen hast. Ich finde eben diese Sendschreiben zusammenbringen so viele Facetten hervor, über das ich ehrlich gesagt nicht predigen würde. Also Leute haben mich gefragt, wieso predigst du über die 7 Sendschreiben? Weil ich finde es gut, in den Spiegel zu schauen und sagen, was kommt mir entgegen, was würde Gott an mir loben, was würde Gott an mir kritisieren und was wäre der Action Step. Und ich finde das eben der Vorteil, wenn man systematisch etwas durchpredigt, dass man eben gewisse Themen, die ich dir ganz ehrlich sagen möchte, mir auch nicht so angenehm sind. Ich finde es nicht jedes Thema, wo ich jetzt predige, sage, wow, Halleluja, praise the Lord. Das Verfolgung ist nicht etwas, was ich nicht unbedingt erleben möchte. Aber nichtsdestotrotz sind Millionen von Christen, die erleben das. Und die sagen, Jesus ist meine Freude, er ist mein Friede. Die haben nicht nur Glauben plus ein gutes Leben, sondern sie haben sogar noch Nachteile. Und dennoch und trotzdem sind sie nicht bereit, Jesus zu verlassen, weil sie sagen, diese Substanz in uns, das ist größer als alles andere. Das dritte in der Leiter, dass wir nicht mehr in dieser Welt sind, schon auf dem Weg sind in die Herrlichkeit Gottes, ist eben übernatürlich. Wir sind beschenkt mit Geistesgaben. Also das erste, die Gegenwart von Jesus mit mir wurde vergeben. Dann kommt die Exzellenz, dass mein Körper, die Talente sind perfekt. Und jetzt kommt das Übernatürliche, wo du plötzlich Dinge von Gott anvertraut hast, dass Menschen, die Gott nicht kennen, nicht haben. Einfach nicht. Wow, schön. Jetzt hast du gerade noch gesagt, dass du mit Gegenwart meinst. Du meinst mit Gegenwart, das war ja unser erster Punkt, dass die Gegenwart Gottes mit uns ist. Und eben, wenn wir uns, der Titel, den muss ich einfach nochmal vorlesen. Das passiert, wenn du von Jesus erfüllt bist, dann kommst du auch in den Bereich vom Übernatürlichen. Und zwar immer dann, wenn die natürlichen Möglichkeiten, wenn unsere natürlichen Fähigkeiten aufhören. Und das ist ein äußerst unangenehmer Moment. Wenn wir mit unseren natürlichen Fähigkeiten am Ende sind, fühlen wir uns oft richtig am Ende. Aber da kommt das Übernatürliche so richtig und erst richtig
zum Tragen. Genau, es gibt ja diese Geistesgaben, auf das möchte ich jetzt auch nicht alles eingeben, aber diese Geistesgabe gibt es eine, wo die Bibel sagt, die müssen wir wirklich, nach dem müssen wir streben. Das heißt, Ja. strebt aber auch nach den Gaben, die der Geist Gottes gibt, vor allem aber danach in Gottes Auftrag prophetisch zu reden. Wer aber eine prophetische Botschaft von Gott empfängt, kann sie auch anderen Menschen weitergeben. Er hilft ihnen, wir trösten und ermutigen. Also das ist, wenn wir über die Geistesgaben alle sprechen, das ist das Spektakulärste. Und es ist gar nicht so kompliziert. Heute Morgen bin ich aufgestanden und mir kam eine Person in den Sinn und habe gerade mein Smartphone genommen und ihm ein Kompliment geschrieben. Einfach habe ihm gedankt für was er macht für Gott, für seine Leidenschaft, für seine Treue, für seine Hingabe. Keine Ahnung, wieso mir diese Person in den Sinn kam. Und statt dass man zu lange darüber nachdenkt, ist es so einfach was zu schicken. Und die Kraft dann, die ein Wort hat, ist gewaltig. Und was wir jetzt zusammen machen können, ist so wie ein Gebet, wo wir am Moment auch ruhig werden, wo wir Gott bewusst Namen oder Menschen in deine Gedanken oder dein Herz sinken lassen. Und dann kann es sein, dass du merkst, stimmt, ein Brief, eine Karte, ein Geschenk, was auch immer das ist. Vater im Himmel, du hast gesagt, wir sollen nach der Gabe der Prophetie streben, weil es leitet, tröstet und auch ermutigt. Und ich bin ja ein Gefäß von dir, ein neuer Tempel, wo du in mir Gestalt angenommen hast. Und ich danke dir jetzt einfach ganz konkret, dass du zu mir sprechen wirst und jetzt einen Menschen auf das Herz legst oder eine Situation oder mehrere Sachen, wo ich eine Prophetin, ein Prophet sein darf. Das ist das Schöne auch, wenn man still ist, dann hörst du das Flüstern Gottes und es ist mega einfach. Man muss es nicht kompliziert machen. Es ist ein Gedanke, ein Gefühl, eine Situation, ein Erlebnis, ein Mensch. Und dann, was kann ich machen? Nicht zu viel überlegen. Das Erste, was in den Sinn kommt, just do it. Weil ich liebe es und wir unterschätzen das oft ein bisschen, was es bedeutet, dass Menschen Ermutigung brauchen. Weil das Leben hat so viele Challenges, muss ich euch ja nicht sagen. Und es ist immer wieder wichtig zu wissen, eine Prophetie ist immer die Sichtweise Gottes, wie Gott dich sieht. Und Gott sieht dich nicht mit den Fehlern, mit den Dingen, die nicht okay sind, sondern Gott sieht immer das, was er in uns hineingelegt hat. Das ist die Sichtweise Gottes über eine Situation, wo du aussprichst. Man sagt immer, da wo man hinschaut, da geht man hin. Und das, was man sagt, mit den Worten kann man sagen, wird dann dein Geist auch dahin kommen. Es ist das gleiche Prinzip. Ja, und das Spannende ist, eben es gibt auch den Kampf zwischen dem Natürlichen und dem Übernatürlichen. Genau da in diesem Bereich, weil der Feind, der hasst natürlich das Übernatürliche, weil er weiß, dass das so eine Kraft ist. Das ist sozusagen die Geistesgaben, eben die prophetische Rede. Wer sich mehr da einfuchsen will, 1. Korinther 12 beschreibt die anderen Gaben, die es gibt. Also wie Wunder bewirken, Kranke heilen, Glaubenskraft, Unterscheidung der Geister und wie sie alle heißen. Und der Feind, der hasst das, weil er genau weiß, das ist eigentlich unsere Superkraft. Und deswegen will er natürlich immer vorher schon reingrätschen und bringt Sorgen rein, dass wir gar nicht ins Übernatürliche hineinkommen. Oder auch das Streben nach Reichtum, nach all dem Sichtbaren, was man sieht, kann den Glauben einfach ersticken. Und wenn du merkst, dass du dazu gehörst und die Sorgen sich aufbauen, so dass der Glaube wie ein Samenkorn, das gesät wurde und jetzt zugedrückt wird, dass der erstickt, da bete ich jetzt rein und sage einfach, himmlischer Vater, ich danke dir, dass das Wort des Glaubens in unser Herz gesät worden ist. Und wir schauen auf dich und nicht auf unsere Sorgen. Wir streben nicht nach den materiellen Gütern, sondern nach dem Übernatürlichen. Danach streben wir.
weil es steht über dem Natürlichen. Und das ist ein Zugang und ein Geschenk, das du uns gemacht hast. Und wir lösen uns auch von der Vorstellung, unsere Herausforderungen, Probleme mit natürlichen Fähigkeiten zu lösen, sondern wir sagen, dass wir dein übernatürliches Wirken in unserer Gesundheit, in unseren Finanzen und in unseren Gedanken, an unserem Arbeitsplatz, in unseren Familien brauchen, Jesus. Und wir laden dein übernatürliches Wirken ein und wir öffnen unsere Gedanken für deine Gedanken. Und ich danke dir, dass du uns beschenkt hast mit Gaben, die mehr sind, als was man mit den Augen sieht. Das ist krass, so diese Geistesgaben, wenn man beginnt, mal in denen ein bisschen sensibel zu werden. Das hört sich jetzt manchmal so kompliziert an, aber Gott ist ein einfacher Gott. Der beginnt ja immer da, wo wir sind, mit den ganz, ganz einfachen Dingen. Ich habe zum Beispiel gemerkt, ich habe eine prophetische Begabung, und zwar ich hatte Träume. Ich hatte geträumt über Fußballresultate und das ist dann eingetroffen. Das kann man sagen, habe ich gedacht, ja gut, Zufall. Dann hatte ich aber wieder geträumt und das ist wieder eingetroffen, aber leider nur zweimal. Sonst hätte ich dann nach Gott gefragt, zeig mir die Lottozahlen. Aber nichtsdestotrotz. Und dann habe ich wie gemerkt, das war für mich wie eine Botschaft, doch. Und dann wurde Schenkt deinen Träumen Glauben, ja. oder? Und dann habe ich gemerkt, ich muss sensibel werden. Ich muss nicht einfach sagen, ja, wieso, du fährst im Auto und plötzlich kommt dir dein Onkel in den Sinn, aus dem Nichts. Also ist doch gar nicht normal. Also das hat ja nichts zu tun mit heute. Und dann sagst du, Gott, warum kommt mir das in den Sinn? Und es kann sein, dass du ein Gebet betest. Es kann sein, dass du etwas schreibst. Was auch immer das dann ist, aber es ist nicht so kompliziert. Und man beginnt eben mit diesen ganz einfachen Dingen. Und dann entwickelt sich das eben. Und je mehr man eben sensibel wird, desto mehr nimmt man eben das Reden Gottes, Reden Gottes wahr, wollte ich sagen, wahr. Und desto einfacher wird das. Und plötzlich merkst du, dann hörst du plötzlich auch größere Dinge, schwerwiegendere Dinge. Aber das macht Gott meistens nicht am Anfang, sondern du wächst da hinein. Und darum heißt es eben, wir sollen nach dem streben. Das ist etwas Aktives, etwas, was ich unbedingt möchte. Das letzte auf der Leiter, wenn du diesen Sonntag nicht gesehen hast, war eine Leiter. Wir leben in dieser Welt. Die Leiter stand auf dem Boden, aber wir sind nicht mehr in dieser Welt und auch noch nicht im Himmel, sondern die Leiter war die Verbindung. Und das Oberste, wo ich dann gestanden bin auf der Leiter, war extravagant. Wir sind beschenkt mit Überfluss. Und was ich mit dem sagen möchte, ist, auch ich glaube, viele sind nicht aufgewachsen im guten Elternhaus. Ich sage jetzt nicht, wir haben auch nicht alles richtig gemacht, das ist gar kein Thema. Aber es gibt manchmal so Situationen, wo du merkst, mein Vater war vielleicht nicht irgendwie den ich mir gewünscht habe. Und die Bibel sagt, wir haben einen aberliebender Vater. Und das Wort aberliebender Vater ist in Hebräisch das Intimste, das man überhaupt sagen kann. Ich sage einfach so, aberlieber Vater, es ist intim. Und das bedeutet eigentlich in der Grundbotschaft, du hast einen liebenden Vater. Und der Vater muss es ganz kurz durchdenken, er schuf Himmel und Erde. Jeden Stern, jedes Tier, alles, was es gibt. Das heißt, Gott war schon vor den Zeiten da und Gott ist nach den Zeiten da. Also Gott ist der Ursprung. Ihm ist eigentlich, wo leben wir in seiner Wohnstube. Ihm gehört alles. Und es gibt nichts Schöneres, als wenn man Gott darum bittet, wenn du einen Vater darum bittest, Vater, ich brauche deine Hilfe, das ist mega berührend. Und ich sage, es gibt keine Grenze mehr, wenn du einen liebenden Vater hast. Das bedeutet nicht, dass ich Gott bestürme mit all meinen Wünschen und Anliegen, das darf man, ist nicht falsch, aber es ist nicht so, dass ich Gott mit dem manipulieren kann. Aber für mich bedeutet das, ich muss nicht mehr beten, Gott, gib mir, was ich will, sondern gib mir, was ich brauche, denn du bist ein Vater, der mich besser kennt als ich selber nicht. Und ich liebe eben diesen Gedanken, weil es für mich Theologie so einfach erklärt, weil ich habe Freunde, die sind so am Wohlstandsevangelium, die sehen dann in gewissen Bibelstellen, wie zum Beispiel beim Josef im Alten Testament, Reichtum und die Gunst und the favor of God und alle diese Dinge, aber lassen dann die anderen Bibelstellen aus von Leiden, von Offenbarung, mit dem hat man dann nichts zu tun, auch die verfolgten Christen, was sie denen sagen, habe ich auch keine Ahnung, und dann hast du aber das Armutsevangelium, wo ein Christ darf nichts und du darfst wirklich nichts besitzen, weil es ist nicht gut, bla bla bla. So, und irgendwo ist man in dieser Theologie drin.
Und ich habe mich schon von Anfang gelöst gesagt, ich finde beides doof. Es ist eine Schublade. Und ich habe erlebt, Gott ist nicht in der Schublade zu Hause. Aber wenn ich sage, ich habe einen Abend einen lieben Vater, sagte Paulus, einmal hatte ich extrem viel, dann hatte ich extrem wenig. Dann hatte ich extrem warm, dann extrem kalt. Dann hatte ich viel zu essen, dann wenig zu essen. Und Paulus sagt, in all dem drin war Gott immer mein Versorger. Und das meine ich mit dem, ich habe einen liebenden Vater, der alles kann, der ist unlimitiert, aber gib mir nicht das, was ich will, sondern was ich brauche. Und das ist so die Aussage, die ich auf der Leiter gesagt habe, und weil das öffnet eigentlich für uns allen den Himmel, weil es kann sein, dass du verfolgt wirst wegen dem Glauben. Da gibt es kein Josef, die Gunst und der Reichtum, sondern eben das Gegenteil. Und nichtsdestotrotz ist Gott dennoch dein Vater mit Freude, mit Liebe, mit Geborgenheit, mit all diesen Attributen, die plötzlich eben dann zum Tragen kommen. Und Susanne, du könntest für das jetzt einfach beten, dass Gott den Himmel aufmacht für uns das gibt, was wir wirklich brauchen. Ja, darf ich dazu noch etwas sagen? Weil Absolut. wir haben ja jetzt die 3 Punkte, also wir sind beim 4. Punkt, aber die 3 Punkte durchgebetet und da ist Vergebung und all diese Punkte machen etwas mit unserem Herzen. Also mir wurde vergeben, da wird etwas leicht. Ich habe eine neue Identität, da kommt etwas zur Ruhe und dann mit dem Übernatürlichen, da kommt etwas, da wird etwas bewässert in meinem Herzen und unser Herz wird oft als der Ackerboden beschrieben. Also in unserem Herzen, das ist das Zentrum, wo sich alles drum dreht, auch quasi so ein Link zu unseren Gedanken und in unsere Herzen hinein wird eben der Segen in Form vom Wort Gottes hineingepflanzt und dann habe ich gerade so gedacht, stimmt, das ist eigentlich krass, da kommt ein kleiner Same, was du liest in der Bibel, ein Satz und wie es so beim Weizenkorn ist, wenn das auf den Herzensboden geht oder eben in die Erde fällt, dann bringt das 100-fach Frucht, 30, 60, 100-fach. Das heißt, du liest einen Satz aus der Bibel und du kriegst so eine Ernte von dem, was es dich nährt. Und genau dafür, du hast gesagt, für Segen soll ich beten, das ist der Segen, den ich mir für dich jetzt vorstelle. Himmlischer Vater, ein Wort von dir, das in mein Herz fällt und 30, 60 oder 100-fach Frucht bringt, das wird ein ganzer Baum. Das wird Nahrung, nicht nur für mich, sondern für viele andere. Und ich danke dir für dein Wort, das uns zur Verfügung steht. Und ein Wort, was wir hier aufgeschrieben haben, ist Offenbarung 3, Vers 5. Und vielleicht ist es das Wort, das du heute hören musst. Wer durchhält und den Sieg erringt, der wird solch ein weißes Kleid tragen. Ich werde seinen Namen nicht aus dem Buch des Lebens streichen, sondern mich vor meinem Vater und seinen Engeln zu ihm bekennen. Und was das alles genau bedeutet, das hat Leo am Sonntag in der Message erklärt, das möchte ich jetzt nicht erklären. Ich möchte einfach beten und dich segnen, dass du durchhalten kannst, in welchem Bereich auch immer, dass du den Segen von Durchhalten brauchst, in welchem Bereich auch immer, dass du einen Sieg am Erringen bist, das segne ich dich mit einer göttlichen Kraft, die für dich arbeitet. Da, wo du spürst, du brauchst ein weißes Kleid, dein Kleid ist verschmutzt, da findet ein Wechsel statt, weil dir ist vergeben. Und dein Name ist im Buch des Lebens und in Gottes Hände hineingezeichnet, hineingeschrieben. Und ich spreche dir auch zu, dass ein aberliebender Vater, der Schöpfer von allem, was es gibt, alles, was existiert. Und das heißt auch in diesem Offenbarungstest, bei Psalm 139 besser gesagt, du hast alle Tage meines Lebens in ein Buch eingetragen. Keiner ist von denen dir abhanden gekommen. Und ich danke dir, dass du auch mein Alpha und Omega bist, der Anfang und das Ende.
Und ich weiß, du hast mich geformt im Leib meiner Mutter und du wirst mich auch wieder zurückholen, dann, wenn die Zeit gekommen ist. Und ich danke dir einfach, dass du in meinem Leben einfach diese Dinge mir gibst, die mir gut tun und die auch für mein geistliches Glaubensleben förderlich sind. Und ich sage dir nochmals zu, du hast einen liebender Vater, der mit dir zusammen sich erfreut und uns helfen wird, auch dass wir das Ziel mit Jesus Christus erreichen werden. Amen. Amen. So, ihr Lieben, ich finde es immer spannend, einfach so einen Teil aus der Predigt zu nehmen, ein paar Gedanken dazu zu sagen und dann zu beten. Das ist so der Unterschied zum Sonntag. Danke, seid ihr immer dabei, dass auch das später noch zuhört. Und denkt daran, den Daumen hoch. Ganz kurz jetzt in den Kommentar reinschreiben. Vergiss das nicht am Sonntag zu machen. In der Predigt einfach Danke oder Super, weil das hilft für den Algorithmen. Und desto mehr sehen das Menschen, die nicht gläubig sind, plötzlich ploppt die Predigt auf bei Ihnen irgendwo und klicken Sie drauf und hören vielleicht zum ersten Mal die Predigt. Das ist ein ganz einfaches Tool, wie du uns helfen kannst auf Social Media, auf YouTube besser gesagt, einfach unsere Reichweite für Jesus zu erreichen. Danke, dass du dabei gewesen bist oder später zugehört hast. Ich segne dich im Namen des Vaters, im Namen von diesem Sohn von Jesus Christus und auch in der Kraft des Heiligen Geistes. Und wir sagen Amen. Amen. Ciao zusammen.